herzlich willkommen zur Theaterstadenzeit. Karl? Karl! Ja. Holst mir mal ein bisschen zu, hat ein bisschen Zeit. Bisschen, Barbara, tu mir einen Gefallen, lass mir 5 Minuten in Ruhe mit Zeitung lesen. 5 Minuten, dass ich nicht lach. Was glaubst denn du, wie lang und faul du schon auf dem Sofa da liegst, ha? Tu mir bitte einen Gefallen und lass mich in Ruhe. Ist in Ordnung, ich sag gar nichts mehr. Ich rede überhaupt nicht mehr mit dir, du Biffi, das hast du jetzt davon. Das versprichst du mir bereits seit 25 Jahren. Was brummelst du denn schon wieder? Ja, gar nichts. Schäbert nicht so. Ich schäbert nicht, merkt ihr das? Also gut, was hast du mir denn zu sagen? Hm? Jetzt mag ich nicht mehr. Komm, Barbara, schau her. Meine Lauscher sind geöffnet. Du Depp, du. Aue! Jetzt meine, magst du mich wieder, weil ich Depp gesagt hast. Komm raus mit der Sprache. Was ist denn los? Der Wasserhahn tropft. Das sagst du mir schon seit einem halben Jahr. So lang tropft er ja schon. Muss jetzt da unbedingt einen Handwerker kommen lassen. Bloß weil bei uns der Wasserhahn Ja, tropft. da kannst du ja ganz schmarrn. Da brauchen wir doch keinen Handwerker. Wenn er ein halbes Jahr tropft, dann kann er nur ein paar Tage tropfen. Ne? Doch ganz egal. Ich mein, da fangst du den Diskurs an von einer halben Stunde wegen diesem blöden Wasserhahn. Ne? Gut, dann sag ich unseren neuen Hausmeister. Haben wir einen neuen Hausmeister? Seit wann denn? Das habe ich dir gestern schon erzählt. Ja. Aber da sieht man's wieder, dass du mir nie zuhältst. Nie. Das war ein ganz fescher Mann. So hat er das gesagt. Na, gesehen hab ich ihn. Sehen? Ja. Das sagt bei dir gar nichts. Dir gefällt der Itzklump. Das sieht man an dir. Da sag einmal, habe ich das notwendig, dass ich mich beim Feierabend von dir beleidigen lassen muss, ha? Du hast deine seltene Begabung, mir die beste Laune zu verderben. Mei, mit deiner besten Laune willst du mir nicht gehst. Ja. Die Money versprühst du eben woanders, ha? Geh, rutsch mir doch am Buckel runter. Ja, blöd werde ich sein. Ja. Hi, Wittmann! Wie heißt das? Grüß die Mama, grüß die Papa, ist recht so. Ja, so ist recht. Hi. Du weißt, dass ich dieses amerikanische Quatsch mag ich nicht, ne? Papa, das ist nicht amerikanisch. Nein. Heute ist es international und das verstehen sie sogar in China. Wir sind aber nicht in China, wir sind in Bayern, wir sind in Oberbayern, gell? So, Bub, bist du jetzt da? Nein, der ist noch nicht da, der kommt erst. Das ist eine blöde Frage. Du kannst ganz schön geistreich fragen, Mama. Nein, das ist mein Astralleib. Ja. Mama, weißt du nicht, was ein Astralleib ist? Ich meine, das ist ein Trumpf von Australien. Du, gell, du bist auf der gleichen Schulbank gesessen wie ich, also gib nicht so an. Aber 2 verschiedene Lehrer haben wir gehabt. Ich bin gescheit worden und du bist blöd geblieben. Ja, so schaut's aus. Von wegen. Sauber, sauber. Ihr habt ja einen netten Unterhaltungston heute. Hat's einen Stund gegeben bei euch zwei, hä? Der Wasserhahn tropft. Jawohl, und zwar schon seit einem halben Jahr. Und du liegst dir nicht so an den Tisch rein, Du schreist es mir da so. weil ich die Nase voll hab von euch zwei Mannsbildern. Ui, die Mama spricht nach der Schrift. Jetzt wird's noch gleich ekelhaft. Was noch ekelhafter? Ja, meinst du nicht, ich lass mich von euch da blecken? Mama, wir meinen das nicht, wir wissen's. Okay, habt's mich doch gern. Ja. Von deinem Vater bin ich das blöde Gerede ja schon gewohnt. Aber von dir, Bub, von dir bin ich bitter enttäuscht. Merkt ihr das? Aber Was? jetzt glaube ich, habe ich es ernstlich beleidigt. Das hä? macht nichts, noch übrigens ein paar Minuten Ruhe. Meinst du, ich kann in Ruhe meine Zeitung lesen, seit einer halben Stunde probiere ich das. Es geht nicht, seit immer ein Schlapfen noch. Der Hausmeister ist übrigens ein Witwer, dass das weißt. Was willst du jetzt da damit sagen? Vielleicht möchtest du dich eifersüchtig machen. Mit Mama auf den Hausmeister. Du scherzest, mein Sohn. Und mit was? Mit ihrer Rubenstraumfigur vielleicht. Also für ihr Alter schaut die Mama gar nicht so schlecht aus. Und wenn sie sich ein bisschen herrichtet... Vielleicht lassen wir es hier richten, ist gescheiter. Außerdem ist deine Mutter für mich ein aufgeschlagenes Buch. Ja, eben. Was heißt da eben?
Ja, nichts Präzises. Ich mein bloß, bei den Frauen weiß man doch nie so genau, was ihnen auf ihren alten Tag noch einfällt. Was heißt der alten Tag? So alt ist die Mama auch wieder nicht, ne? Eben. Sag nicht, aber eben. Außerdem braucht die Mama keinen Hausmeister, die hat mich. Ja, eben. Jetzt baut sie dann auch nicht, gell? Jetzt pass mal auf, Papa. Ja? Auf alle Fälle, wenn der Wasserhahn jetzt auf einmal nicht mehr tropft, Ja? ohne dass du aktiv worden bist, dann darf ich an deiner Stelle aufpassen. Hör doch auf, also Ideen hast du, Bub, das ist... So, da ist jetzt Suppen. Spargelcremesuppe. Spargelcremesuppe. Hände waschen alle zwei ab. Zu Befehl. Wasser ist zum Waschen da, Fallerie, Fallera. Denen werde ich helfen. Ich lass mich doch nicht zum Narren halten, oder? Ja, wer kommt denn jetzt? Also nicht einmal beim Essen hat man sehr Ruhe. Also die Leute haben wirklich keinen Anstand. Ja, Sie sind da. Ja, um Gottes Willen. grüß Sie, Herr Gott. Grüß Sie. Grüß Sie, Herr Gott, Frau Nussknacker. Nussbeck. Entschuldigen Sie vielmals, aber ich habe ein fürchterlich schlechtes Namensgedächtnis, ja. Stellen Sie sich vor, vorige Woche zum Beispiel, da wollte mich, ein Schutzmann wollte mich aufschreiben. Ja. Ja, glauben Sie mir, war mein Name eingefallen? Nicht ums Verrecken. Ja. Und was wollt's noch jetzt, Frau Vogel? Sperling. Ach so. Sperling. Wie Spatz nur Sperling, Frau Knackerbeck, ja. Nussbeck. Ja, entschuldigen Sie. Ja. Ich hätte eine Bitte an Und? Sie. Könnten Sie mir nicht ausnahmsweise eventuell ein Ei leichen? Was heißt denn da ausnahmsweise? Ich habe Ihnen ja gestern erst 2 gegeben. So? Ja. Das waren Sie? Ja. Ja, wissen Sie, ich warte immer, bis 10 zusammenkommen. Ja, und dann vergiss ich's. Ja, ja. Wir meinen's. Ich mein, dann vergesse ich's nicht so leicht, die Eier zurückzugeben, ja. Aha. Ja, bei 10 kann man sie ja viel leichter merken als wie ein Ei, ne? Ja, also gut, dann bring ich Ihnen das Ei jetzt. Ja, gell? ja. Wo gehen Sie denn jetzt hin? Ja, das Ei hol ich halt. Ich brauche halt noch eine Tasse Milch, wenn's gang. Um Gottes Willen, also ja. Ein Ei und eine Tasse Milch. Gut, Ja. können Sie haben. Jetzt erinnerst doch nicht davon, Herrschaftszeiten. Jetzt nerven Sie mich schon langsam, gell? Sie sagen Sie mal, wissen Sie eigentlich das Neueste schon? Na, aber Sie werden mir's gleich sagen. Ja, bestimmt. Von mir erfahren Sie nur neue Sachen. Wir haben einen neuen Hausmeister. Wissen Sie das? Ja, das weiß ich schon. Der wird jetzt dann hoffentlich bald kommen zu uns, weil der Wasserhahn tropft. Der Wasserhahn. Ja. Also, wie mein Seliger noch gelebt hat. Waren jetzt Sie nicht 3-mal verheiratet? Ja, Schon, gell? leider. Aber keiner ist mir blieben. Und an was sind die gestorben? Also, die ersten 2 an Schwammerlvergiftung, ja. Und der dritte? Ja, den hat der Schlag getroffen. Ja. Der wollte ums Verrecken keine Schwammerl essen, ja. Also gut, dann hol ich Ihnen jetzt das Ei und die Milch. Ja, wenn so gut waren, ein Ei und die Milch, ja, und... Jetzt rennt's mir davon, ich hätte ja Mehl, hätte ich auch noch braucht. Ja, muss ich halt bei einer anderen Partei holen. Und dann ist wieder beleidigt. Gut, dass wir so viele Parteien im Haus haben. Ja. Ein altes Klumpatz, da kann ich auch nichts So, brauchen. jetzt, da ist jetzt das Ei und Ja. da ist die Milch. Ach, das ist aber nett von Ihnen. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ein Eierauflauf. Mit einem Ei? Die anderen haben wir ja bei der Frau Blinzerl vom 4. Stock schon geholt. Also pfiat einer gut, Frau Erdnuss. Ja, Bitte schön. Nussbeck, Vorsicht, Vierterner. Ein furchtbares Frauenzimmer. Alle Augenblick braucht's was. Die wird doch nicht schon wieder was brauchen. Gottes Willen. Ja, grüß Gott, Herr Wacker.
Ja, grüß Sie, na jetzt kommen Sie noch gerade rein. Mei, das freut mich, dass Sie gleich hier einen Antrittsbesuch machen, Herr Wacker. Ja, Sie sind aber gerade beim Essen, das tut mir jetzt leid. Das ist mir jetzt direkt peinlich. Ich komme hernach noch mal vorbei, wenn es Ihnen recht ist. Aber woher denn? Bleiben Sie noch gerade da. So. Was ist, wenn Sie vielleicht einen Teller Suppe mitessen? Spargelcremesuppe. Spargelcremesuppen? Ja. Mei, wie lange habe ich schon keine Spargelcremesuppen mehr gegessen? Da kriege ich schon vom Duft allein ganz weiche Knie. Jesus, nein, ja. Ich mache mir immer Backelsuppen. So? Ja, wissen Sie. Ich bin eine Witwe. Ja, hab schon gehört. Mein Beileid, bitte. Dankeschön. Ja. Ist aber schon 10 Jahre her. Oh, so lang schon. Na, sitzen Sie ja nicht nur gerade her und essen Sie noch einen Teller Suppen mit, gell? Zum Einstand so quasi. Keine Widerrede, gell? Ehrlich gesagt, ich hätte sowieso nicht widersprochen. So charakterfest bin ich nicht bei dem Geruch von der Suppe, gell? Was denn da, Faller drin? Gott, Herr Nussbeck, Ihre Frau war so freundlich, mich zum Essen einzuladen. Ja, hier und da kann meine Frau auch recht freundlich sein. Ja, jetzt hocken Sie noch hin, wenn Sie schon da sind. Ne? Ja. Wo einen Teller, den dein hat der Hausmeister gestohlen jetzt. Ja. So, jetzt dann Sie nur essen, Herr Wacker. Lassen Sie es Ihnen recht gut schmecken, gell? Übrigens, morgen gibt's Kässpatzen. Kässpatzen? Ja. Das ist ja mein Leibspeis. Ja. Es überfällt doch an Herrn Wagner auch am ersten Tag mit den Kässpatzen. Direkt aufdringlich bist du, glaubst du? Ja, wieso denn? Vielleicht hat der Herr Wacker morgen ein bisschen Zeit. Dann kann er gleich unseren Wasserhahn richten, nicht? Und dafür kriegt er Kässpatzen. Das ist doch alles in Ordnung, oder? Der Wasserhahn? Ja. Tropft er vielleicht? Noch nicht lang. Erst seit einem halben Jahr. Das ist doch kein Problem. Den kann ich auch heute noch richten. Was? Da gehört vielleicht bloß eine Dichtung ausgewechselt. Das ist in 5 Minuten erledigt. Hast du das gehört? 5 Minuten. Und ich rede mir seit einem halben Jahr mein Mund franzig. Der Herr Wack ist als Hausmeister ein Fachmann für solche Reparaturen, ne? Ich wollte den Wasserhahn schon lange richten, aber immer ist mir was dazwischen gekommen, wenn Sie meinen, was ich... Oder umgekehrt, was Sie wissen, was ich meine. Ja, ich verstehe ja schon. Also die Suppe ist wirklich ausgezeichnet, Frau Nussbeck. Ja, das hört man gern, Herr Wacker. Aber leider so selten. Papa, ich sag bloß Holzauge. Halt doch dein Pappen. Was schreist du denn jetzt mit dem Buben so noch an? Was denn? Bist ein ekelhafter Mensch, ich sage dir. Ja, gell, sag ich bloß noch gell, mehr sag ich nicht mehr, gell? Ja, ich sage jetzt Dankeschön für die Suppen. Ich hole jetzt gleich das Werkzeugkistel und dann mache ich das gleich mit dem Wasserhahn. Gell, Ja, Frau aber Nussbeck? Herr Wacker, so schnell hätte es doch gar nicht braucht. Schleim, Schleim, Schleim. Was geschehen ist geschehen. Nur nichts auf die lange Bank geschieben. Ja, das ist eine alte Defensive, eine alte Devise von mir. Oh Gell? Mann, Ja. ein Mann mit Grundsätzen. Bla, 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 bla. Also, Herr Wacker, auf Wiedersehen. Wiedersehen, Bis Frau Nussbeck. später, Ja, Herr Wacker, gell? gell? Kommt, Viert mein Ihnen gut, ja. Sehr gut, Ich begleite Ihnen aus, Herr Wacker, gell? So, jetzt... Ach, jetzt bin ich nicht an die Eisbach, Maria. Hast du das gehört, ha? Freilich aber keine Bohnen in die Ohren. Aber ich soll ja mein Pappen halten. Was die für Schiss hat mit dem Wacker, Wacker hinten und Wacker vorne, das ist ja direkt, das ist ja direkt. Ich weiß gar direkt nicht mehr, was das ist. Sehr verdächtig, darf ich sagen. Aber jetzt kriegt ich nur wieder ein, Papa. Man kann glatt meinen, du bist eifersüchtig. Da krieg ich gleich Magencreme für ich und eifersüchtig auf Mama. Auf wen denn sonst? Na, lass mich mal ruhig, sonst werde ich krank. Bleib cool, Papa, du kriegst schon wieder einen verdächtig roten Kopf. So, jetzt... Mein Lieber, das ist ein Mann, ha? Das ist kein Mann, das ist ein Hausmeister. Was ein ganz bedeutender Unterschied ist. Ja. Du kannst von mir aus reden, was du magst. Der Wasserhahn wird jetzt gerichtet und aus und basta. Sag mal, musst denn du den Herrn Wacker am ersten Tag mit diesem Wasserhahn gleich überfallen? Und aufgeführt hast du wie ein Teenager, der gerade aus dem Ei rausgeschlüpft ist. Muss ich direkt schauen, voll. Ja, Mama, das muss ich aber auch sagen. Einer in Ehren ergrauten Mutter nicht würdig. Ja. Ja, halt doch grad du, der Pappen, der Vollaudi. Hey, warum kann man sich bloß seine Familie nicht selber raussuchen? Wenn's du nicht so ein verschlafener Nachtwächter gewesen wärst, dann war das alles nicht notwendig gewesen. Ich habe dich gewarnt. Ihr könnt's bloß nichts erwarten, ihr Weiber. So, und ich sage jetzt noch ein abschließendes Wort. Das abendfüllende Thema Wasserhahn hängt mir langsam aber sicher zum Hals raus. Seit ich daheim bin, höre ich nichts anderes wie von eurem Wasserhahn. Das steht mir bis da. Ich gehe. Ja, Kali, wo willst denn du so spät noch hingehen?
Also, Mama, bei dir raucht's doch im Schachtel, oder? Du schau doch mal auf die Uhr. Erstens ist es noch nicht spät, sondern gerade erst 7. Und zweitens möchte ich dich ab und zu daran erinnern, wie alt ich eigentlich schon bin. Oder warst du damals nicht dabei, dass du das immer wieder vergisst, hä? Red nicht so saudum daher. Zieh dich lieber warm an. Aber wir haben Juli. Ja und? Die Abende sind kühl. Also seit meine Schwester, die Hanni im Urlaub ist, konzentriert sich deine mütterliche Fürsorge geballt auf mich. Darum sage ich dir jetzt was, Mama. Du nervst mich. Also das ist die Höhe des Und die Tiefe. Ja. Übrigens, diese Ansage war gebührenfrei. Servus, Mama. Hi, Papa! Der Hundsbart, der provoziert mich doch, oder nicht? Das kommt nur von deiner laschen Erziehung. Ja, Fraule. Und wenn ich einmal ein bisschen streng bin, dann passt's auch nicht. Du und streng, seit die 2 Kinder auf der Welt sind, bist du meine Gluckene und passt auf sie. Und du bist und bleibst ein alter, ewiger Kranzer. Ja, natürlich. Aha. Den ganzen Abend kannst du streiten mit der Frau, die gibt einfach keine Ruhe. Und dieser blöde Hausmeister, der geht mir auch schon langsam auf die Nerven. Der riecht einfach meinen Wasserhahn und fragt mich gar nicht, ob mir das recht ist. Ja, wer bin ich denn? Ich bin doch der Herr im Haus. Oder vielleicht nicht? Die süße Jüngchen Hausmeister. Der Riesenwelle! Löscher Maria! Die letzten 20 Jahre ist bei mir nicht mehr so klar. Grüß Gott, ich hoffe, dass ich nicht störe, gell? Ja. Wo gehst denn hin, Karl? In den Keller Briketts zeigen. Ja. Habt ihr Kohlen gekriegt? Nein, der spielt bloß ein bisschen. Aber auch nicht mehr wie sonst. Ach ja, ich bin ja so froh, dass ich Gott sei Dank leider kein Mannsbild habe. Oh, mein Dora, das hat aber nicht sehr überzeugend geklungen. Dora, brauchst du irgendwas? Gibt's was? Na, gar nicht. Na, ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Ja, und ob es was Neues gibt, gell? Na, eigentlich nicht. Ja, mit meinen Mannsbildern muss ich mich halt recht ärgern, weißt Ach so. Und jetzt meinen sie haben Oberwasser, weil unsere Tochter, die Hanni, gerade im Urlaub ist. Was ist, Dora? Magst du nicht ein bisschen hersitzen? Ja, danke. Ist der Stuhl noch frei? Nur für dich, Dora. Ja, dann sitze ich mich doch her. Ja, freilich. So. Jetzt, ja. Weißt, eigentlich habe ich ja überhaupt keine Zeit. Na, Nicht? So ein paar Stunden. Ja. Hast du was zum Tun? Na, gar nichts. Ja. Und gibt's wirklich nichts Neues? Nein, ich weiß nichts, Dora. Du, hast du den neuen Hausmeister schon gesehen? Ja, der wird jetzt dann gleich kommen und unseren Wasserhahn richten. Okay. Ja, da ist doch nichts dabei, für das ist er ja. Ein Hausmeister, oder? Ja, richtig. Ja, da muss ich ja sofort nachschauen, ob nicht bei mir oben auch was tropft. Der wird sich schon noch bei dir auch vorstellen, Dora. Das macht er ja bei allen Hausbewohnern. Ach ja, richtig. Freilich. Ich wohne ja auch im Haus, gell? So ist es ja. Ja, du, was ich gehört hab, gell, soll das ein netter, umgänglicher Mensch sein? Oh, geht schon. So genau haben wir nicht angeschaut. Und dann hab ich noch gehört, dass sein Witwer sein soll. Ja, aber das ist ja mir gleich. Ja, dir. Gib's halt zu, dass du auch noch ganz gerne ein Mannsbild anlachen darfst. He? Von mir brauchst du dich doch nicht verstehen, oder? Es ist ja nur wegen der Reparaturen. Ach so. Ja, da braucht man doch einen Reparateur. Ja. Der alles reparatiert. Oh mein Dora, da musst du aber schon ein bisschen anders da zusammenrichten, das sage ich dir. Warum? Stimmt irgendwas nicht bei mir? Hä? Eigentlich stimmt gar nichts. Nein? Gar nichts? Ja, wie meinst du jetzt das? Das ist der Retter nicht ins Gesicht. Aber wenn ich schon bloß die unmögliche Brühen anschaue. Ja, die brauche ich, sonst bin ich blind, als wie ein Maulwurf. Wie lange hast du denn das Supergestell schon?
Warst doch 42 Jahre. Ich mein doch deine Brille. Ach so. Also, das Gestell meinst du? Ja, das habe ich natürlich noch nicht so lange. Jetzt lass mich überlegen. Also, das habe ich von meiner Mutter selig noch gekriegt. Und die hat's von ihrer Großmutter. Aber die hat's damals ganz neu gekauft, ja. Ja, also, du siehst, das Gestell ist noch kaum gebraucht, gell? Mei, Dora, bei dir ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Ja, wirklich. Sag einmal, und warum läufst jetzt du Sommer wie Winter mit den alten, greiflichen Strickjänken umeinander? Ha? Ja, weil es mich halt immer wieder furchtbar fröstelt. Ja, mich fröstelt's. Aber das kommt davon, weil ich einen schrecklich niedrigen Blutdruck habe. Also der Herr Doktor hat gesagt, gell? Ja. Der Herr Doktor hat gesagt, mein Blutdruck, der ist so nieder, der liegt schon ganz unten drin. Ah, geh weiter. Hat er gesagt, ja. Du darfst wirklich ein kreislaufförderndes Mittel brauchen, das sage ich dir. Und dann deine Schuhe. Die sind das allerletzte. So läuft doch halt kein Mensch mehr umeinander. Die habe ich auch noch von meiner Großmutter. Die kann doch nicht wegschmeißen, so neu wie es sind. Oh mein Dora. Also ich muss dir schon sagen, in dem Aufzug kannst du nicht erwarten, dass dich ein Mannsbild anschaut. Wir haben doch gar keinen Aufzug im Haus. Steht Dora. Außerdem brauche ja ich überhaupt gar keinen Mannsbild. Nicht? Nein, ich habe meine Wärmflasche. Na also. Und außerdem, wenn einer das nicht gespannt, was da drin ist in der Brust. Ja, da drin. Aber heraußen hast sehr wenig. Mei, schau, Dora, das ist halt einmal so. Die Mannsbilder, die schauen als erstes auf das Äußere. Das da drin, das sehen sie erst an zweiter Stelle. Wenn sie es überhaupt einmal sehen. Also, was, Barbara? Ich hab gemeint, du bist meine beste Freundin, hab ich gemeint. Oh, Dora, das bin ich ja. Oh Gott, jetzt hör doch auf. Komm, geh weiter. Schau, Dora, aber ich muss das doch einmal sagen. Du musst ein bisschen was aus dir machen, es war doch schade um dich. Du kannst doch nicht dein ganzes Leben lang allein umeinander laufen, oder? Na mei, ich bin halt übrig geblieben und darum bleibt mir halt nichts anderes übrig. Ich mein, gut, es ist nicht schön, wie man allein ist. Aber ist das einzig Erstrebenswerte auf der Welt, dass du da so ein grantiges Mannsbild anlagst, wie zum Beispiel mein Alter einer ist. Was, Barbara? Du weißt wenigstens, für was du lebst und warum's dich ärgerst an mich. Ich hab ja nicht einmal jemand zu ärgern. Weißt du was, Dora? Ich leide meinen Alten einmal für ein paar Wochen. Wirklich? Wer sein, dann bist du lebenslänglich geheilt. Du, das ist jetzt der Wodka. Der Wodka? Ja, Oh nein. Gottes Willen, Mutti, ich schau so furchtbar aus. Ich bin doch nicht. Schau mich um, ich schau genau schlimm aus. Das fällt gar nichts. Der geht sowieso gleich durch den Kiech. Gell? Ja, bin schon da, bin Meine schon Augen, da. die macht Angst zu einer Sicht. Ja, Frau Nusszupfer. Ah, Nussbeck, was ich. Grüß Gott, Frau Blinzel. Fräulein, bitte, ja? Ja, das sieht man. So, und? Ja, also ich suche im ganzen Haus unseren neuen Hausmeister. Jetzt habe ich halt gedacht, der ist bei Ihnen. Du sagst doch, dass er nicht da ist. Mein Gott, na, so ein Pech und die hätten so dringend gebraucht. Geht sie heute in die Kirche? Wieso? Weil sie heute einmal ein Kleidl haben. Na, Nicht? aber ich kann doch nicht vor unserem neuen Hausmeister da und in der Kittelschürze rumlaufen. Ich meine, ein bisschen muss man doch auch auf sich schauen. Ne? Ja. Ja. Und übrigens, da haben Sie das Ei, was Sie mir geliehen haben. Gib Ihnen zurück. Was ist mit den anderen 9? Die anderen 9 Eier? Die kommen nach. So. Ja. Wissen Sie, die Hähnen, die legen zurzeit furchtbar schlecht, ja. Na ja. Ich bin gleich wieder da. Dora, komm sofort wieder, gell? Bitte schön. Na, Fräulein Blinzel, haben wir ein bisschen Kummer, weil Sie ganz so traurig reinschauen? Und wenn, dann kann Sie das auch nichts an, gell? So, meinen Sie, ich merke nicht, dass Sie im Tag das mindeste 10-mal Trepp auf, Trepp ablaufen, ha? Tja, ich wüsste nicht, warum. Okay. Meinen Sie nicht, dass der Hausmeister der Neue der Grund dafür ist, ha? Sie spinnen ja. Also, das verbiete ich mir. Ich spinne nicht, gell?
merken Sie ja nicht. Und noch etwas. Finger weg von unserem neuen Hausmeister, gell? Was? Zuerst wird bei mir alles gerichtet, was kaputt ist. Und bei mir ist allerhand zum Richten, jawohl. Das ist Wissen, gell? Das ist ein Hausmeister und kein Gesichtschirurg. Wie meinen Sie das jetzt bitte? Genauso wie ich es gesagt habe, dass Sie schon lange nicht mehr in den Spiegel reingeschaut haben, ja? Ja, Sie unverschämtes Frauenzimmer. Sie möchte angeben, hat selber eine Figur, als wäre ein Surfbrett. Was hab ich? Ja, vielleicht nicht. Bei der ersten großen Welle ist sie verschwunden. Gut, gut, dann passen Sie nur auf, dass von mir kein Watschen kriegen und Sie sind verschwunden. Schau Sie nicht um. Sie möchte meckern. Ich mache einen tiefen Atemzug und das Surfbrettel liegt mir quer vor der Nase. Sie unverschämte Leihanstalt. Was bin ich? Also, doch, ja, Sie Hey, ja, was ist denn da los, ha? Schaut euch nicht. Also, so stellt er die Frisur viel besser, gell? Ja, das ist mir bei Ihnen auch aufgefallen. Ja, also ich muss jetzt wieder gehen. Aber wir sprechen uns noch. Also, fährt der dann gut? Wiederschauen. Herr Walnuss. Los, weg! Das ist eine unangenehme Person. Ja, wirklich, eine unangenehme Was hast du mit ihr jetzt Auch gehabt? eine kleine Meinungsverschiedenheit haben wir gehabt. Das ist jetzt der Wacker. Das ist aber, mein Gott, hoffentlich hat die nicht meine schöne Frisur zerstört. Ja, Herr Wacker, jetzt kommen Sie schon rein. So, bitteschön, Herr Wacker, jetzt kommen Sie. Grüß Sie, na gut. Also, es freut mich heute schon, dass Sie mich so prompt bedienen. Ja, wenn ich was versprich, Ja. dann halt es auch. Ja. Schon als kleines Dankeschön für die ausgezeichnete Suppe. Ja, gell? ja, ja. Soll ich noch gleich jetzt in die Küche ausgehen? Moment, Herr Wacker, darf ich vorstellen, das ist Fräulein Dora Blinzel, auch eine Hausbewohnerin. Blinzelt jetzt die so, weil es so heißt, oder heißt die so, weil es so blinzelt? Grüß Gott, Herr Wacker. Also, wie gesagt, ich bin das Fräulein vom 4. Stock. Ganz links hinten, das bin ich. Das ist rechts. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich hätte mich schon noch vorgestellt bei Ihnen, aber ich bin noch nicht zu alle Parteien gekommen. Ja, das hat ja noch Zeit. Aber nicht mehr lang. So, Herr Wacker. Also, jetzt Frau kommen- Wasserhahn. Nein, Nussbeck. Frau war sie. Nussbeck, dann geht's gleich aus zum Wasserhahn. Ist schon gell? recht. Sie, und wenn Sie mich brauchen, dann rufen Sie mich, Herr Wacker. Ist schon recht, Frau. Gell? Ja. So, jetzt. Barbara, Was denn? Barbara, hast du das gesehen? Wie mich der angeschaut hat? Na, wie denn? Gar nicht. Überhaupt gar nicht hat mich der angeschaut. Ich hab mich direkt überschaut. Mein Gott, nein. Ach, jetzt geh in meinen 4. Stock. Ja. Wieso musst du eigentlich deinen Wasserhahn richten, wo doch du einen Mann hast? Das frage ich mich auch, Dora. Also, Dora, Pfirti, schau heute mal wieder rein. Freilich, wenn der Hausmeister wieder da ist. Pfirti. Frau Nussbeck. Ach, ja, da Bin sind schon Sie. da. Ja, da fehlten leider mehr. Da, Mehr? ja, ja. Könnten Sie mir da helfen? Ja, freilich. der Siphon ist verstopft. Aber Siphon. wenn Sie vielleicht ein Kübel mitbringen können. Bin ich sofort da. Gell, ist schon Den recht, einen Moment. Das habe ich gar nicht gewusst, dass wir einen Siphon in der Küche haben. Da habe ich noch ein gutes Tröpfel gefunden. Nackarsch Spätlese. Na also, das ist ein vielversprechender Name. Da wird meine alte Zimmerkaktus auch wieder freundlicher werden. Und der Hausmeister wird heute auch nicht mehr kommen. Da müsste er ja blöd sein. 2 Dichtungen habe ich auch gefunden. Morgen früh wird der Wasserhahn gerichtet und das Thema Wacker ist vom Tisch. Bin immer noch der Herr im Haus, so ist es. Jetzt trinke ich mit meinem Weibelein das Flaschen Wein, gell? Barbara! Bärbel! Bärbele! Sag mal, was bläst denn so? Ich kann jetzt gerade nicht weg, ich muss den Herrn Wacker hinhalten. Was musst du? Ein Kübel muss ich ihm hinhalten, weil der Siphon nicht mehr abläuft.
Ja, was geht denn diesem unterbelichteten Nachtwächter unser Siphon an? Der soll ja Dichtung nehmen machen und soll verschwinden, aber schnell. Sag einmal, spitzt jetzt du? Was? Da ist man heilfroh, dass man endlich einen Handwerker im Haus hat, da taten er auch sägeln. Solange ich der Herr im Haus bin, brauchen wir keinen Handwerker. Und wenn in meiner Wohnung mein Siphon verstopft ist, dann ist das meine Angelegenheit und geht niemand etwas an. Merkt ihr das? So, Ja. jetzt hältst du aber die Luft an. Du narrischer Kimpi, du narrischer. Merk du wissen, warum du dich so aufregst? Das ist ein netter, gefälliger Mensch. Der ist nicht nett und nicht gefällig, der ist lästig. So, jetzt trinkst mit ihm den Wein und vergiss nicht, dass du ihn morgen zu den Kässpatzen einladst. Gell? Also, weißt du, was er da sagt? Für mich spinnst du. So hast du die letzten 25 Jahre überhaupt noch nie aufgeführt. Halt dem halt du und Kimi hin. Ich bin nicht scharf drauf. Ja, ich hab mir nicht bestellt, also du hast ihn bestellt, dann hältst da du hin. Und du hältst aber auch dein Backen. Schau noch gerade mal an. Nach dem Maulen auch noch. Seit der Hausmeister bei uns im Haus ist, da sehe ich bloß noch rot. Irgendwie stimmt auch was mit dem Mann nicht. Das sagt mir mein Instinkt. Aha. Der ganze Feierabend ist beim Teufel mit diesem blöden Wasserhahn. So, Prost, Karli, mit dir trinke ich am liebsten. Vielleicht kriege ich doch die Flehhusten, ha? Vielleicht hat mein Bub doch recht. Man darf alles nicht so eng sehen, ja. So, jetzt. Herr Wacker. Nichts tropft mehr und Ja, alles ich ist sag's erledigt. ja. So, Herr Wunderbar, alles. Gell. Herr Wacker, vielen herzlichen Dank. Ja, Gell? gern geschenkt. Das Ja. gehört ja zu meinem Beruf als Hausmeister, Ja, gell? also ich bin schon recht dankbar, das muss ich jetzt Ich schon wünsche sagen. Ihnen einen schönen Abend, Ja, gell? Herr Wacker, den wünschen wir Ihnen Gell, auch noch, danke. gell? Einen friedlichen, schönen Abend, Ja, gell? sehr gut, Ja, Abend. Wiedersehen, Herr Wacker, gell? Für den gut. So, jetzt geht's noch wieder. Wiedersehen, Herr Wacker. Das Maria, gibt's denn sowas, ja? Dass du keine Bürstenbäume schlagst, gell? Wenn's du schon so grundlos ekelhaft bist, dann muss ja wenigstens ich noch freundlich sein. Weißt du, was er da sagt? Was? Man muss sich direkt schämen. Ja, dann schau dich doch, du hast doch Zeit dazu, ne? Eben. Und jetzt sitzt du da her. Du willst mal Ruhe, ich will nichts mehr hören, gell? So, bist jetzt wieder normal. Wenn du so saublöd fragst, dann schon gleich gar nicht. Und außerdem dein Quantum an Malerei hast du heute weit überschritten, gell? Du, jetzt hörst aber auf, ich warne dich, gell? Lieber Ruhen, das trinkt mit mir ein Glas Wein, gell? Von mir aus, du alter Grandler. Also nach diesem unfreundlichen Abend gehen wir jetzt in die gemütlichen Teil über, gell? Machen wir uns ein bisschen Musik an im Radio. Oh, schön. Vielleicht spielen sie gerade ein Liebeslied. Nein. Heute schaue ich nicht so deppert an. Oder weißt du was? Was denn? Vielleicht werden wir ein bisschen fernschauen, wir zwei. Oder machen wir unser eigenes Programm. Was du für Ideen hast. Warum? Mitten unter der Woche. Ah ja, du hast recht, ja, das stimmt, ja. Aber es hat mich halt so übermannt, gell? So. Also Also der dann. Brustweibelein, gell? Hey, hey, hey. So ein trautes Familienidyll bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Du bist jetzt ja gerade noch abgegangen. Nein, bei dem Buben ist höchste Zeit, dass er sich mal eine Freundin sucht. Jeden Abend hockt er da und geht mir auf den Wecker. Ihr braucht es nur sagen, wenn ich euch störe. Oh, du merkst aber auch alles. Gut, sei doch froh, dass der Bub noch bei uns daheim ist und sich nicht auf der Straße umeinander treibt. Komm, Karli, sitz dich her zu uns. Karli, bleib drin. Danke. Kein Bedarf. Wenn ich nicht erwünscht bin, dann ziehe ich mich zurück. Ich gehe in mein Zimmer und höre Musik. Aber Zimmerlautstärke, wenn ich bitten darf, gell? Sonst noch Wünsche? Nein, das sagen wir dir dann schon. Und jetzt schleicht dich halt einmal. Es geht heute nichts über ein harmonisches Familienleben. Ja. Dass du jetzt mit dem Buben alle umeinander schreien musst, ha? Der ist das schon gewohnt, der macht sich da nichts mehr drauf. Nein. Das geht weiter, jetzt komm, jetzt trinken wir wieder weiter. Mir Also, super. Prost. Prost. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Haben die mir keine 5 Minuten Ruhe aufgeschnappt? Das ist doch nicht zu fassen, sowas. Ja, ich bin Dora. Ja, ich bin's noch mal, gell? Ja. Ich hoffe, dass ich nicht störe. Nein, Sie stören fast überhaupt. Na Gott sei Dank, ich hab schon Angst gehabt, dass ich störe, gell? Weil eine Flaschen Wein und 2 Gläser da stehen. Die stehen bei uns immer zur Dekoration da. Ach so. Brauchst du was, Dora? Ja,
den Hausmeister hätte braucht. Ist er vielleicht zufälligerweise da? Nein, das ist Gott sei Dank nicht da. Das ist auch kein Hausmeister, das ist eine Heimsuchung. Aber Karl. Also, ich hätte ihn so dringend Dann braucht. gehen Sie an seine Wohnungstür, da ist ein Kleckerl dran, da drücken Sie drauf, dann macht's brr, brr. Und wenn er daheim ist, macht er auf, ne? Na, so eine gute Idee, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Das wundert mich auch. Na, also, gut, na, geh ich jetzt runter, geh, und mach brr, brr. Also, geh, Nein. Hast jetzt du aber so ekelhaft bist. Ich bin nicht ekelhaft, ich bin stinksauer, bin ich. Was, ich kann nicht mit dir in Ruhe mal diesen nackten Arsch, ich meine, mit dieser Flasche Nackarsch trinken ist doch nicht so vorstellen. Jetzt komm, geh weiter. Also. Weißt du, was ich da so? Was? Du bist halt direkt ein bisschen komisch, so unheimlich. Ich bin komisch unheimlich. Ja? Wenn ich einmal anlehnungsbedürftig bin, bin ich komisch, ne? Das ist ja gerade das Komische. Wohl. Aber weh tut dir nichts, gell? Nein. Also gut. Prost. Prost. Ja, jetzt haust mir aber noch Zigarren raus, hä? Sag mal, was bläst denn so? Man hört ja im ganzen Haus. Das ist keine Wohnung, das ist ein Hauptbahnhof. Wer wird denn das wieder sein? Es kommt ja noch mal. Entschuldigen Sie bitte. Das tut mir fürchterlich leid. Entschuldigen Sie bitte. Ja, ich werde mir's überlegen. Ja, ich hab mein Werkzeugkistel in der Küche vergessen. lieber Gott. Und das Fräulein Blinzl darf mich heute unbedingt noch brauchen. Ja, zu was denn? Ihr Wasserhahn tropft. Du musst jetzt So, jetzt. Frau Nussbeck, das hebt mir jetzt So, wieder. Herr Wacker, Okay. das ist aber jetzt flott gegangen, das muss ich schon sagen. Ganz prima. Was ist? Wollen Sie noch eine Tasse Kaffee und noch einen Zopf? Nein, dankeschön. Ich habe so schon 3 so Zopfen gedruckt. Ja. Ganz ehrlich gesagt, seitdem Sie mich so gut versorgen, habe ich schon 2 Kilo zugenommen. Ganz ehrlich. Ja, aber es steht Ihnen gut bei Ihrer stattlichen Figur. Geh, Frau Nussbeck. Naja, jetzt Ja. soll halt keiner mehr in das Kastel reintappen, gell, weil die Farbe ist noch ganz frisch. Ja, da passe ich schon auf. Wollen Sie vielleicht sicherheitshalber Ihren Mann einen Zettel hinschreiben? Okay, so deppert wird er doch nicht sein, dass er das nicht sieht, dass das braune Kastel jetzt weiß ist. Ja, wie Sie meinen. Ja. Okay, Also, also- Herr Wacker, nochmal vielen, vielen Dank. Gern Und was geschehen. bin ich jetzt schuldig? Die 3 Nudeln da drin. Für gut, Frau Nudelbeck? Nein, Nussbeck. Frau Nussbeck, ja. Okay, ja. Das war wieder sehr nett und nahrhaft bei Ja, Ihnen, das gell? freut mich. So. Sie finden ja alleine aus, gell? Vierter, Und na mit gut, dem Herr Gang, Wacker. das besprechen wir Mit dann. dem Gang, das bereden wir alles noch, machen wir noch. Vierter, na gut, wiederschauen. So ein netter, gefälliger Mensch, gell? Immer freundlich und immer hilfsbereit. Jetzt geschieht wenigstens was bei uns in der Wohnung. Schade, dass er so ein Mannsbund nicht mehr heiratet. Kann sie so manche Frau alle Finger abschlecken. Direkt schade. Ja, Barbara! Ja! Barbara, was hat das zu bedeuten? Jesus! Das hat der Depp doch tatsächlich in die frische Farbe nicht gehabt. Sag einmal, bist jetzt du nicht dimmer? Hast denn du keine Augen im Kopf? Ich frage mich, wieso ist das braune Kastel auf einmal weiß? Weil es frisch gestrichen ist. Und wieso frage ich dich, wenn es frisch gestrichen wird, dass man mich nicht davon informiert? Oh, hätte ich da extra einen schriftlichen Antrag stellen sollen. Kaum bist du bei der Tierherrin, muss ich mich schon wieder aufregen, glaubt das? Darf ich vielleicht auch noch fragen, wer das Kastel gestrichen hat? Der Herr Wacker, warum? Natürlich, der Herr Wacker. Wie kann ich denn sowas Saublödes noch fragen? Seit Wochen, seit der Hausmeister bei uns in der Wohnung ist, passieren lauter solche Sachen. Wenn ich hier überflüssig geworden bin, dann sag mir das rechtzeitig. Und es gibt mir einen Lumpen, dass ich mich abputzen kann. Ja, sag einmal, was regst du denn da so Ich auf? will mich gar nicht auf, ich bin die Ruhe selber. Darf ich vielleicht noch wissen, hat dir das braune Kastel auf einmal nicht mehr gefallen? Nein, das hat mir schon lange nicht mehr gefallen. Und das weißt du auch ganz genau. Ja. So, und dass das weißt, Was? jetzt wird der Gang auch noch gestrichen. Und zwar wird er in Weiß und Rosé gehalten. Weiß und Ja, Rosé? weil das ist viel schöner, das ist vornehmer. Mein Gott, das ist ja meine Lieblingsfarbe, Ja. Weiß und Rosé. Da werde ich den Flur wahrscheinlich anders tapezieren müssen. Ne? Na, das brauchst du nicht. Nicht? Der Herr Wacker hat sich schon angeboten, dass er es macht. Und ich hab mir gedacht, du musst das nach Feierabend machen. Und da bist ja du sowieso immer so müde. Ne? Natürlich, der Herr Wacker. Der Mann für alles. Es hat sich ausgewackelt, eurin, merkt ihr das, gell? Sag mal, was bläst denn jetzt so, ha? Seit Wochen schaue ich zu, wie du in meiner Wohnung vor meinen Augen mit diesem Hausmeister in Techtelmechtel anfängst. Für was heißt bitte du eigentlich wie blöd, ha?
Sag einmal, spinnst jetzt du? Du, das verbiete ich mir, ich spinne nicht, gell? Seit Wochen fütterst du diesen Wasserrohr-Tarzan voll mit Dampfnudeln, Schmalznudeln, Kässpatzen. Der hat sich doch auf meine Kosten schon mindestens 5 Kilo angefressen. Nein, nein, nur 2. Hat er gerade gesagt zu mir. Es geht mir gar nicht um das Finanzielle, es geht mir darum, als Ehre, für mich als Mann. Ne? Und jetzt sage ich dir das eine, mein Lieber. Wenn ich das noch einmal erlebe, dann kannst du etwas erleben, das sage ich dir. Außerdem will ich dir jetzt sagen, das ist ein Ultimatum. Wenn es nochmal passiert, dass der Mann hier zu uns reinkommt in die Wohnung, dann sonst. Was ist sonst? Sonst lasse ich mich scheiden. Jawohl. Ja, sag einmal. Jawohl? Spinnst jetzt? Ich spiel gar nicht. Und du gehst jetzt rein, holst mir ein Weißhemd. Zu was brauchst du mitten unter der Woche Weißhemd? Zum Anziehen, frag nicht so blöd. Möchtest du fortgehen und mich allein daheim lassen? Ich habe dich auch nicht gefragt, was du mit diesem Siphon-Playboy die ganze Zeit getrieben hast. Also, weißt das, Karl. Was? Alles, was recht ist. Das habe ich nicht verdient nach 25 Jahren, dass du mich so verdächtigst. Ich wollte nur ein bisschen sozial sein. Meine Wohnung ist aber keine Sozialstation für hungrige Hausmeister und Witwer. Und jetzt holen wir das weiße Hemd, aber Dali... Halt das doch selber. Ein Schrank hängt's drin. Von mir das redst doch hin, was du willst. Ja, das tue ich ja. Nach 25 Jahren tue ich wieder das, was ich mag. Ohne schlechtes Gewissen. Gottes Willen, das wird doch jetzt nicht der Hausmeister sein. Ja, Frau Sperling. Grüß Sie Gott, Frau Haselnuss. Nussbeck heiße ich. Ja, wie schauen denn Sie aus? Gehen Sie auf Brautschau? Da schauen Sie, ja? Ja, so ungefähr. Ja, stellen Sie sich noch vor, ich habe auf eine Heiratsannonce geantwortet. Ja. Und jetzt will ich mich sehen, der Annoncerer. Was ist er denn vom Beruf? Beamter. Und was ist noch mit unserem Hausmeister? Also, um Gottes Willen, Frau Haselnuss. Nussbeck. Also, mit so was Gewöhnlichem geben wir mich doch gar nicht ab. Nein. Also, sagen Sie Frau Blinzel, sie kann Ihren Hausmeister haben, ja. Ich schenke ihn ihr. Hat unser Hausmeister ein Glück. Was sagen Sie? Glücklich schaut's aus. Ja, Kunststück, wo ich doch Beamtin werde. Ja, aber jetzt muss ich gehen, weil der wartet ja auf mich. Stellen Sie sich vor, Schwammerl frisst er auch. Die Morde sind wir jetzt Gott sei Dank los. Das ist nicht zu fassen. So, das ist doch nicht. So eine Sauerei aber auch. Wieso ist denn dieses blöde braune Kastel auf einmal weiß? Das gibt's doch nicht. Mama! Mama, wo bist denn? In der Küche. Ja, dann bring mir was zum Abputzen, ich bin voll faul. Sag mal, Papa, möchtest du heute noch was aufreißen? Wer weiß. Das macht keinen Schmarrn, ich hab da bloß einen Spaß gemacht. Aber ich nicht. Sag mal, spinnst du jetzt oder was ist denn los? Jetzt will ich dir mal was sagen. Wenn einer von euch im Haus noch mal sagt, dass ich eventuell spinne, dann könnt ihr erleben, zu was ein amok laufender Bayer fähig ist. Das so wie ein Ja, ist ja gut, das war nicht so gemeint. Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Mama, wo bleibst du mit dem Lumpen? Ja, ich bin ja schon da, Bub. Da geh weiter, putzt die ab. Jetzt sag mal bitte, was mit euch zwar los ist. Ah. Du, der Papa schwirrt ab wie so ein Pinguin auf die Brautschau. Stell dir vor, der Papa glaubt doch tatsächlich, dass ich und der Wacker. Sag mal, ist das nicht furchtbar? Dass ich so verdächtigt wäre, eine ehrbare Ehefrau und Mutter. Na, das hab ich nicht verdient. Was sagst jetzt du, Bub? Also, dass der Papa da so lange zugeschaut hat, das wundert mich sowieso. Zugeschaut? Ja, bei was denn? Also, Mama,
Für so dumm brauchst du mir jetzt auch wieder nicht halten. Das sieht doch ein Blinder, was da faul ist. Was ist da faul? Ja, glaubst das du vielleicht auch? Ja, Mama, das muss ich dir jetzt schon mal sagen. Eigentlich bin ich bitter enttäuscht von dir. Quasi als Sohn von seiner Mutter, verstehst? Und dann schau mal in den Spiegel, Mama. Für solche Affären bist du doch wirklich schon zu alt, oder? Das ist doch direkt ein Narrenhaus, du Herren. Ihr wollt's mich doch los haben, so ist doch, oder? Mama, jetzt bleib bitte schön sachlich und werd nicht hysterisch. Sachlage ist, dass im ganzen Haus schon getuschelt wird, dass der Wacker jeden Tag bei dir da rumsitzt und stundenlang nicht mehr bei der Tür rauskommt. Das ist eine Verleumdung. Der Mann hat immer gearbeitet, das kann ich nachweisen. Immer? Ja. Mama, jetzt streng dich nicht an. Schau hier, da steht sogar noch das Kaffeegeschirr rum. Ja, und? Ja, aber ich hab das schon gehört, dass das in deinem Alter noch mal vorkommen soll, dass die Hormone verrückt spielen. Dass man quasi nur mal ausflippt. Ich flipp nicht aus, merkt ihr das? Ist schon gut, Mama. Aber das eine sag ich dir. Einen besseren Ehegatten wie unseren Papa kriegst du nimmer. Auch wenn er einen dickeren Bierbauch hat wie dieser super wacker Man. Ach, übrigens, wenn der weiter so viel frisst, dann hat er bald einen größeren Ranzen wie unser Papa. Einen alten Kopf hätte ich auf. Je länger, dass ich da drüber nachdenke, desto mehr stinkt er mir erst. Ich werde schon noch sagen, was für einen Kopf, dass ich aufhab. Hey! Was schimpft denn so? Mal her, die bis ins Treppenhaus runter. Mei, weißt du, grad du da bist. Oh, bin ich das abgegangen? Oh, Mei, wenn's du wissest. Und was schön. Mei, Mama, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Einfach spitze. Sag das, einen süßen Typen habe ich da kennengelernt. Hör mal bloß auf mit deinen süßen Typen. Da klangt mir der Letzte noch, das sag ich dir. Und bist glücklich? Ha? Hauptsache, dass du glücklich bist, gell? Tust du mal gleich auspacken, ha? Na, Mama, jetzt packst du erst einmal aus. Also, euch kann man scheinbar keine 14 Tage allein lassen, schon macht wieder irgendeinen Blödsinn, ha? Also, Mama, beichten. Der Papa möchte sich scheiden lassen. Geh, mach keinen Schmarrn. Warum denn? Weil der Wasserhahn tropft. Weil was? Du weißt doch, dass seit einem halben Jahr bei uns der Wasserhahn tropft. Und dass ich schon 1000-mal zum Papa gesagt habe, er soll ihn doch richten, aber nein. Und jetzt haben wir einen neuen Hausmeister. Ah ja. Und der war gleich so nett und hat mir den Wasserhahn gerichtet. Und jetzt tropft er nicht mehr. Und dafür habe ich ihm halt was zu essen gegeben. Dampfnudeln und Käsespatzen. Naja, aus Dankbarkeit halt, nicht? Und jetzt meint der Papa, wir zwei hätten was miteinander und möchte sich scheiden lassen. Und? Was und? Hast was mit ihm? Sag einmal, spielst jetzt du auch noch, ha? Mama, da brauchst du dich nicht so aufregen. So unmöglich ist das nicht. Du schaust doch noch ganz flott aus für dein Alter. Ist das dein Ernst? Vor allem. Mei, das tröstet mich ja gleich wieder ein bisschen. Du stell dir mal vor, was mir dein Bruder knallhart ins Gesicht gesagt hat. Was denn? Soll ich mal in den Spiegel reinschauen? Für solche Affären wäre ich schon zu alt. Oh, Mama, wegen dem brauchst du wirklich nicht aufregen. Das ist doch ein Depp. Das darf jetzt auch nicht sagen. Du, das ist ein junger Spund. Der hat von uns Frauen und von unserer Psyche überhaupt keine Ahnung nicht. Dass du das jetzt so locker siehst, ha? Weißt du, nach 25 Jahren ist das für nicht einfach. Wenn man eine Familie und eine Ehe draufgeht, wegen nix und wieder nix. Ach, Mama, da passiert gar nichts. Papa lässt dich doch nie im Leben scheiden. Weißt du, was der wohl ein bisschen Druck ausüben? Ja, ein Spielchen ist das für ihn, sonst nichts. Ah, ich weiß nicht mehr. Großzügig will er sein. Nachdem er dir eine Zeit lang weich gekocht hat, will er dir edelmütig verzeihen und sich in dem Gefühl sonnen, was er für ein Held ist. So, dabei weiß der ganz genau, dass es gar nichts zum Verzeihen gibt. Also ich weiß nicht, so grantig wie der war. Mama, jetzt überleg einmal. Was ist denn bei euch die letzten 10 Jahre noch groß passiert? Ha? Ja, eigentlich nix, gell? Ja? Halt, dass ich nicht lieg. Im Kino waren wir zweimal. Mama, Ja. genau das ist es. Ihr zwei seid euch einfach einander zu sicher. Da ist überhaupt gar kein Reiz und keine Gefahr mehr. Weißt du was, Mama? Was denn? Jetzt machst du das Spielchen einfach mit. Du bringst doch mal ein bisschen Pfeffer in die müde Angelegenheit, ha? Oh, du willst mir nicht ganz mit deinem Pfeffer. Ich möchte mir Ruhe und meinen Seelenfrieden. Aber recht habe ich, das weißt du. Du, und wenn der Junior schon meint, du warst zu allem zu alt,
Und da das dir nicht zweimal sagen, aber schon wie. Ich glaub, du bist im richtigen Moment heimgekommen. Ha? Mama, das habe ich irgendwie gespürt. Glaub mir's, deswegen bin ich extra die Ferien früher heimgekommen. Ja, weil sonst war ich nämlich erst in 4 Tagen da gewesen, weißt du. Da war ich vielleicht schon geschieden gewesen. Mama. Ja, also manchmal bist du so naiv, dass man fast schon dumm sagen kann. So schnell ist man nicht geschieden. Nicht. Du, wo ist denn der Papa jetzt? Der ist einfach raus beim Loch, ich hab keine Ahnung, wohin. Du? Ha? Vielleicht hat der eine Freundin. Ich meine, das kommt doch öfter vor in seinem Alter, oder? Der Papa gar nie. Meinst du nicht? Eine Freundin, die darf doch was kosten. Ah, ja, stimmt. Da ist doch der Papa viel zu geizig dazu. Weißt du was, Mama, jetzt befolgst einfach meinen Rat. Spielst ein bisschen die Reumütige, die zerknirschte. Was meinst du, wie sich der Papa da fühlt? Geh weiter! Ja. Jetzt sagst du ein bisschen was Flottes an, weil das, was der Papa kann, kannst du schon. Ja, wie es meinst. Ja. Nein, da meinst du, hast es nach 25 Jahren aus dem Gröbsten raus. Bums, geht der Zirkus von vorn los. Was willst denn du schon wieder? Ah, entschuldige bitte, aber ich habe ja schließlich ein Zimmer gemietet, ja? Von mir aus hättest du ruhig in deinem gestingerten Ibiza bleiben können. Aus dir spricht nur der blanke Neid, mein lieber Bruder. Aber das wird dir so passen, dass du und der Papa Mama ganz fertig machen könnt, gell? Mei, was weißt denn du schon? Heimkommen und mitreden, oder? Das, was mir die Mama gesagt hat, das reicht mir. So, dann bist du einseitig informiert und kannst praktisch gar nicht mitreden. Ich sag dir nur das eine. Was sich seit einigen Wochen in dieser Wohnung hier abspielt, das ist eine Orgie der Sittenlosigkeit. Oh mein Gott, Bur. Du bist doch so blöd, dass man fast schon wieder lachen kann. Naja, aber du redest ja so, wie du das verstehst. Ein unreifer grüner Grashupfer. Du, gell, jetzt reißt dir ein bisschen zusammen. Überhaupt, gib die Nudel her. Hey, jetzt reg dich nicht so auf. Die nehme ich sowieso nicht für voll. Aber dass unser Papa Mama in die Rolle der betrügenden Ehefrau neidringen will, das ist ein dicker Hund. Ein dicker Hund ist das, was die Mama mit diesem Abflussingenieur treibt. So schaut's nämlich aus. Ah, du warst dabei, oder? Ja, glaubst denn du, dass ich bei solchen Unsittlichkeiten auch nur zuschaue? Wenn ich sowas sehen will, dann gehe ich in die Nachtvorstellung. So glaubst du, dass wenn du nicht mein Bruder warst, dann darf ich dir jetzt so eine pfeffern, du Depp, du. Komm, hau doch her. Ich lass nicht einmal die Nudel aus. Ich vergreif mich doch nicht an einem Hosenscheißer. Zwei Genuss, Damiche! Ich sag's halt, heimkommen und stinkern. Eine Schwester ist so überflüssig wie ein Kropf. Wo ist denn die Hanni? Die Hanni? Ja. Weißt du nicht, wo die hingrumpelt ist? Nicht. Freust dich nicht, dass deine Schwester wieder da ist, ha? Ich, Freien. Es ist zum Aushalten. Okay, weiter. Du, ich geh jetzt auch noch mal fort und frag mich jetzt bitte nicht, wo ich hingehe, gell? Ich frag dich schon nicht. Aber sagen hättest du mir schon können. Tja, du sagst mir auch nicht immer, was du tust. Die Hanni hat eigentlich schon recht. Was wollte sie denn eigentlich dieses Birscherl ein? Mich, seine Mutter, so zu verdächtigen. Na, das habe ich ganz bestimmt nicht verdient. Vom Alten nicht und vom Burm schon gleich gar nicht. Aber ich soll die Spielchen mitmachen. Wenn ich nur gerade wissen darf, wie das hinausgeht. Um Gottes Willen. Jetzt kommt der Karl. Dass du schon wieder da bist? Das ist ja. Wegen einer halben Stunde hast du aber nicht extra ein weißes Hemd anziehen brauchen. Das ist meine Sache. Du, unser Hanni ist vorher auch wieder da, gell? Ja, und? Man weiß das, Karl, nach 25 Jahren ist das für nicht so einfach. Ja. Dass man einfach alles vergessen kann, und zwar in einer halben Stunde. Ja, du sagst es. Ja. Nach 25-jähriger Ehe liegt sie in Scherben. Barbara, Ja. was hast du mir angetan? Barbara, wie weit bist du gegangen? Ich war gar nicht fort. Ich will wissen, wie weit du mit dem Hausmeister gegangen bist. Aber Karl, ich mag dich doch. Hm? Geh, 25 Jahre, das sind doch kein Pappenstiel, oder? Ja, in diesem Wahn habe ich auch gelebt, dass ich geliebt werde. Ich mein, gut, ich gebe zu, dass mir der Herr Wacker ist ein Mann, der mir sehr gefährlich werden kann, der mich etwas fasziniert. So, und wie weit bitte?
Ich meine, zwischen Rohrnudel und Wasserrohrbruch, da gibt's doch einen gewissen Spielraum, ne? Ich schwöre dir, Karl, es ist nichts passiert. Aber es hat geknistert. Ja. Es hat bei ihr geknistert. Ja. Nach 25-jähriger Ehe mit mir hat es bei ihr geknistert. Und noch dazu mit einem Hausmeister. Ja, aber Karl, das kann doch dir auch noch passieren. Mir mit dem Hausmeister, niemals. So, Karl, und jetzt weißt du es. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich dir das antun muss. Ja. Bitte kein Mitleid. Ja, liebe Naja, Barbara. gut. Der Wacker kann mir einfach noch gefährlich werden. Aber ich verspreche dir, Karl, dass ich jeder Versuchung standhaft aus dem Weg gehe. So, mein lieber Karl. Und jetzt darfst du den Hausgang tapezieren. Das ist aber zu gütig von dir. Okay. Noch was, bitte? Unser Bad könnt's noch fließen. Ah. Aber sonst kann ich dir nichts mehr versprechen. Außerdem, wir kündigen die Wohnung oder du lässt dich scheiden. Ja, und dann? Dann hast du dich entschieden und ich bin frei. Für den Hausmeister. Oh, wer weiß? Das traust du mir ins Gesicht zu sagen? Wo soll ich das denn sonst hier sagen? Barbara, mir graut vor dir. Ja, ich weiß ja, dass es nicht recht ist, aber es ist halt einfach so über mich gekommen. Ne? Ja, es ist über sie gekommen. Und das sagt sie, ohne mit der Wimper zu klimpern. Nach 25-jähriger Ehe wird man weggeworfen wie ein Lumpen. Schau, Karl, ich will ja die Scheidung nicht, sondern du. Ich hab nur zugegeben, dass ich nach 25-jähriger Ehe mit dir gerade einmal 3 Wochen ein anderes Mannsbild ein bisschen intensiver angeschaut hab. Das war aber auch schon alles. Und das ist schon zu viel. Das kann sich ein Mann mit meiner Ehre und Pflichtbewusstsein nicht leisten. Und darum muss ich wieder an die frische Luft. Da herin ist ein Mief nach Verworfenheit und Laster. Oh mein Karl, so große Worte und nichts dahinter. Und Mama, was war? Jetzt ist der Spieß umgedreht. Zuerst war ich durcheinander und jetzt weiß er nicht mehr aus und ein. Ist das? Mit allem hat er gerechnet. Aber nicht, dass ich was zugebe. Dabei habe ich ja gar nichts zugeben. Ich habe ja nur Andeutungen gemacht. Mama, wie ich es da gesagt habe, Ja. wirst sehen, jetzt verzeiht er diesen Ausrutscher großzügig Ja. und dann ist alles wieder gut. Nein, Madel. Du, ich gehe jetzt und melde mich bei den anderen wieder zurück. Gell? Ja, ist gut. Du, Mama, Kopf hoch und Brust raus. Na, das braucht's nicht mehr. Hast du eine Jacke dabei? Mama, es ist Sommer. Aber die Abende sind kühl. Alle sind's gleich, gell? Alles wissen's besser. Aber diesmal, glaube ich, war das Ei gescheiter als wir die Hähner. Hoffentlich ist das nicht der Hausmeister. Um Gottes Willen, wenn der jetzt kommt, dann ist Krauthaferl noch fett. Kann ich jetzt nicht brauchen. Ja, Dora! Barbara! Ja, wie schaust denn du aus? Geil, also ich habe deinen guten Rat befolgt und recht hast gehabt. Mein Gott, na, wir sind ja gerade der Mensch ja so verändern kann, also ich bin platt. Ja, ich auch. Also, ich sag's dir, allein die Frisur, gell, die Ja. hat mich ja ein Vermögen gekostet. Ach, ja. Aber jetzt bin ich meinem Typ gerecht gestielt. Und das Kleine, das war bestimmt nicht billig, ha? Naja, 520 Mark hat's gekostet. Aber bitte, klang mal die Stoffe noch. Ist das nicht der Wahnsinn, die Ganz Stoffe? wunderbar. Ha, und dann erst, wenn ich in den Spiegel reinschaue, Ja. was da rauskommt. Also ich kann's ja gar nicht glauben. Gell. Der Verkäufer von dieser Boutique, Ja. der hat mir ein Kompliment nach dem anderen gemacht. Ja. So viele Komplimente hat er mir gemacht, dass ich ihm gleich um 2000 Mark was abgekauft habe. Mein Gott, na, die, wenn ich jetzt so anschaue, da bin ich direkt der alte graue Maus dagegen. Gell? Und schau mir noch genau an, Ja. fällt da sonst nichts auf? Nein, Schuhe hast du. Nicht so tief, höher. Ja, ja. Nicht so hoch. Nicht so hoch. Ha! Du hast da keine Brille mehr. Richtig.
Kondenslinsen! Dora, das heißt doch Kontaktlinsen. Ja, das hab ich doch gemeint. Also man möcht's ja nicht für möglich halten. Da läuft man doch ein ganzes Leben lang mit so einem Schaufenster vorm Gesicht umeinander. Und jetzt sehe ich gar nichts mehr. Da bist du ja jetzt fast blind. Na, natürlich, ich sehe schon was, aber die anderen sehen nicht, dass ich was sehe. Siehst du es ein? Mein lieber Dora, alle Achtung. Du bist die Sache aber gründlich angegangen. Aber natürlich. Ja. Ich habe mir gedacht, jetzt ist mir alles wurscht. Jetzt gehe ich mit meinen Kontaktlinsen kontakten. Mit wem? Ja, also pass auf. Barbara, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich habe mir gedacht, du bist doch meine beste Freundin. Freilich gell? bin ich das, Und ja. du wirst mich doch sicher mit meiner wiedergewonnenen Schönheit jetzt nicht im Stich lassen. Ja, du bist gut. Was soll ich denn da machen? Ja, ich habe mir halt überlegt, ob du nicht vielleicht, ich mein, eventuell mit dem Wacker und mir ein Rendezvous arrangieren könntest. Nein, Dora, das ist doch ganz einfach. Dem stellst du halt mit einem Auftrag, der kommt sofort. Sagst halt, dein Wasserhahn tropft, oder? Aber Barbara, in meiner Wohnung ist alles schon gerichtet, was zum Richten ist. Ach so. Nur bei mir selber noch nicht. Aha. Ja, und darum habe ich mir halt gedacht, du könntest ihn für eine Reparatur zu dir holen. Und ich sitze dann da als Reparaturgegenstand, verstehst du mich? Oh mein Dora, das ist im Moment sehr schlecht. Was? Wir haben eine recht dicke Luft wegen dem Wacker, weißt du? Also das muss man schon noch genau überlegen, Dora. Bitte dich, Barbara, überleg, dass du weißt, das ist mein allerletzter Versuch. Und wenn der scheitert, geht gar nichts mehr. Oh mein Dora. Also gut, ich überlege mir's. Ich danke dir. Du Dora, der Leid sitzt. Ja, da kommt jemand. Das macht nichts, ich gehe sowieso gleich. Und bitte vergiss nicht, Nein. gell, wegen meiner Schönheit, sonst war alles für die Katz. Und ich komme auf den Hund. Grüß Gott, Fräulein. Grüß Gott. Grüß Gott. So, Fräulein, zu wem wollen's denn, ha? Entschuldigen Sie, Frau Nussbeck, wenn ich störe. Ja. Ich wollte eigentlich bloß fragen, ob der Karl da ist. Der Karl. Ja, der Karl. Der Karl? Ja, der war kurz da, der ist aber gleich wieder weg. So was Dummes. Dann müssen wir uns verfehlt haben. Wir wollten nämlich heute fortgehen. Aha. Ich habe ihm extra noch gesagt, dass er ganz bestimmt auf mich warten soll. Naja, vielleicht ist er jetzt am Treffpunkt. Entschuldigen Sie nochmal, Frau Nussbeck, und auf Wiederschauen. Moment einmal, meinen Sie wirklich ein Nussbeck-Karl? Ja, freilich. Ja, wissen Sie, wir kennen uns noch nicht so lang. Aha. Und da kommen Sie einfach zu mir in die Wohnung und fragen nach einem Karl. Ganz ohne Hemmungen. Ja, warum denn nicht? Schauen Sie, Frau Nussbeck, die Zeiten haben sich geändert. Heute denkt man ein bisschen freier und großzügiger. Das darf man alles nicht so eng sehen. Also entschuldigen Sie nochmal, gell, und auf Wiederschauen. Wie war jetzt gleich Ihr Name, bitteschön? Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Ich bin die Moni. Für Gott. Für Gott. Moni. So ist es also. Da schau her. Da hat er, wer weiß wie lang, schon ein Verhältnis mit so einem jungen Dingerl und mir möchte er was anhängen. Freilich, dass man selber verschwinden kann, gell? Und dabei selber nur Träger am Stecker. Aber nicht mit mir, mein Fretterl. Da musst du ein bisschen früher aufstehen. Jetzt kommt er schon. Wie ist er schon wieder da? Glaubst du das nicht? Na, sitzt man nur noch am Divan, hat man keine Arbeit mehr, ha? Auch Hausfrauen haben so was Ähnliches wie ein Feierabend. Hast du nie was gehört davon? Ha? Barbara, du hast es gar nicht notwendig, aufmümpfig zu werden, gell? Bin ich das? Meiner muss entschuldigen, Karl. Und, Karl, hast du es jetzt überlegt? Kannst du mir noch mal verzeihen? Verzeihen? Vielleicht, eventuell, aber nie mehr. Ich betone, nie mehr Vertrauen. Und darum habe ich eine Scheidung stark in Erwägung gezogen. Oh, du kannst dich aber sehr gut und gewählt ausdrücken. Unterbrich mich bitte nicht, der Bur bleibt bei mir, du kannst das Dirndl haben, ne? Alles andere erfährst du dann von meinem Anwalt. Hab's ja alle schon gewusst, dass du ein ganz starkköpfiger Hirsch bist. War jetzt meine Antwort auf deine wohlgeformten Ausführungen. Barbara, überlege gut, was du sagst, gell? Oh ja, das tue ich. Ich gebe den Weg frei für die Moni. Sollst du das haben? Mit all deinen liebenswürdigen Eigenheiten. Mit deinen Launen, deinen Schnarchorgien, deine Kassocker und dein Bierbauch. Und?
Aber ob's die auch 25 Jahre mit dir aushält, da bin ich mir nicht so sicher. Frag nicht so dumm. Der ganze Figur ist bei der Sache sowieso schon lächerlich nur. Aber dass das Flitschel dir gleich in die Wohnung nachrennt, das hast du nicht mit einkalkuliert, gell? Barbara, wärst du so freundlich, mir mal zu sagen, von was du überhaupt sprichst? Für Erklärungen ist bei uns zwei schon zu spät. Ich geh morgen zum Anwalt und reich die Scheidung ein. Moment, ich lass mich scheiden. Ich war zuerst dran. Eben, drum lass ich mich vor dir scheiden. Wenn das Ergebnis das gleiche ist. Aber da bestehe ich drauf. Also wenn ich mir euch zwar so anschaue und sehe, was nach dem 25-jährigen Krieg noch übrig bleibt, dann gibt's für mich nur eine einzige klare Entscheidung. Ich gehe ins Kloster. Gut, dann sage diesem Abt, ich komme bald nach. Ja. So. So, was mache ich jetzt zuerst? Das ist die Frage. Bist ein bisschen spät dran heute zum Kochen, hä? Was soll denn das werden, wenn man fragen darf? Spitz denn du? Tu doch die Tischdecken weg. Ja, hörst jetzt nicht gleich auf. Du kannst doch die Gurken nicht da auf den Tisch schneiden. Dann nimmt man doch ein Bredel. Also, ich mein, mir ist ja gleich, nicht? Aber ich nehme seit 25 Jahren Gurkenhobel. Sag einmal, und jetzt lasst noch die nassen Gurkenblättl auf dem Tisch da liegen, oder? Sag mal, warum sagst du das nicht gleich? Meckerst dauernd rum. Lass mir mal Ruhe. Naja, also mir ist ja wurscht. Den gefleckerten Tisch lasse ich nach der Scheidung sowieso dir. Bitte lass mir meine Ruhe. Ich bereite mein Mahl. Oh. Dann war ja das ganz verkehrt, dass ich bloß 25 Jahre für euch nur gekocht hab. Wie viele Gänge soll denn das Mahl haben? Ich möchte dir nur beweisen, dass ich mich selbst verköstigen kann. Ja, das hab ich gespannt. Sag einmal, Karl. Meinst du nicht, dass uns wir zwar ein bisschen deppert benehmen haben? Du, wir müssen uns doch schämen für unsere Kinder. Ich nicht. Mein Leben ist lupenrein. Meiner Vergangenheit gibt es kein Stäubchen. Im Gegensatz zu dir. Deine Amuren sind in aller Munde. Deswegen brauchst du jetzt nicht Hochdeutsch mit mir reden, du Depp, du. Statt dass du froh warst, dass ich alle zwei Arme zudrück, nein, da macht nur so ein Affentheater draus. Bitte keine Annäherungsversuche mehr bei mir. Du bist bei mir unten durch. Meine Anwälte werden dich verständigen und dir Näheres berichten, ja? Außerdem möchte ich dir noch mitteilen, du brauchst für mich den Tisch nicht decken. Ich speise heute in der Küche. Es ist nicht zu glauben. Der spinnt wirklich. Die Tischdecken schmeißt er hier, als ob es ein Putzlumpen war. Der verrennt sich doch tatsächlich jetzt in die Geschichte, man möchte es nicht glauben, dass man gleich selber nicht mehr weiß, was man machen soll. Und mit der Moni, da stellt er sich auch taub. Aber da will er mich ja nur verwirren. Aber es kann doch nicht alles kaputt gehen, wegen nix und gar nix. Und alles hat bloß angefangen mit dem tropfenden Wasserhahn. Servus, Mama. Du, was gibt's denn zum Essen? Ja, ein ganz seltener Gast. Du, bei mir gibt's eine Leberknädelsuppen. Wenn du allerdings beim Papa in der Küche speisen willst, da gibt's eine gehobelte Gurke.
Ja, du, dann ist sie beim Papa, gell? Halt, bleib einmal da. Eine Frage. Hast du dir eigentlich alles genau überlegt? Schau, Mama, ich lass den Papa nicht im Stich. Und was ist mit mir? Du hast die Hanni. Ach so. Also alles in Ordnung, oder? Schau, Mama, versteh mich halt. Also gut. Dann gehst du jetzt zum Papa. Bis dann, Mama. Ja. Der Bub weiß ja nicht anders, gell? Jetzt kann ich nicht einmal in den Kirchenhaus gehen und kann mir eine Tasse Tee machen. Das ist jetzt nämlich Feindeslager, sozusagen, nicht? Oh mein Gott, nein. Das darf dir überhaupt gar kein Menschen erzählen, das glaubt dir gar niemand. Und kein Mensch fragt, wie es mir geht. Mama, wie geht's dir denn? Nein, Mann, frag nicht. Mama, du darfst jetzt nur nicht nachgeben. Der Papa ist bald weichgekocht, glaub Ich glaube eher, dass das ich bald bin. Meinst Hoffentlich geht der heute Nachmittag fort. Am Samstagnachmittag, da hat er wieder seinen Schafkopfnachmittag, weißt du schon? Ja, warum soll er denn gehen? Weil ich so dumm war und hab mich wieder auf irgendwas einlassen. Die Dora und der Wacker, die wollen sich da bei mir treffen. Vielleicht hat wenigstens das noch einen Wert, ne? Du, dann soll er halt gleich da bleiben, dann sieht er wenigstens, wie blöd das er war. Komm, das sagt man nicht von seinem Vater. Wenn's auch stimmt. Schaut nicht alles so abgekartet aus, weißt du. Und dann ist immer noch diese ungeklärte Sache mit der Moni. Mama, ich hab das ja gleich gesagt. Der Papa steckt jetzt mittendrin in der Midlife-Crisis. Den hat's total erwischt. Geh, Mädel, du hältst schon zu mir. Was auch passiert. Mama, wie kannst du denn das fragen? Ja. Folge mir, mein Sohn. Wir gehen Ski zum Essen. Kannst dir da gleich glatt noch einen Tritt nachgeben, verstehst du mich? Mama, glaub mir's, deine Nervenaufreiberei ist total für die Katze. Siehst du, je länger der Streit dauert, desto mehr treibt's den Papa rum. Der bringt's einfach nicht übers Herz, dass er zu dir kommt und sagt, Frau, ich war ein Depp. Das wärst du vom Papa nie erleben. Nie. Mama, ich muss jetzt wieder gehen zu meinem süßen Typen. Mach's gut. Ja, die geht einfach fort zu dem süßen Typen. Barbara, wir sind 2 Stunden nicht im Haus. Ready, Papa, let's go. Ja. Du, Papa? Ja. Was essen wir denn überhaupt? Was du magst, mein Sohn. Ui, Papa, dann mag ich einen Kaviar. Jawohl, Kaviar. Was ist denn das? Papa, das sind die Eier vom Stör. Gut, dann lassen wir uns 3 in die Pfanne hauen. Los, du seid schneller! Ist 2 Deppen, ist 2 Bläden. Die sind ja wirklich deppert, die 2. Aber jetzt muss ich mich schicken, jetzt muss ich den Kaffee herrichten für die Dora. Ach, ich sag's ja. Auf was lasse ich mich da wieder ein? Aber mir ist ja das vollkommen wurscht. Dann fange ich halt auch noch zum Kupi an, oder? Schadela, pressiert's gleich. Die ist schon da. Ich sag's ja, ein Weiberleid, das sich noch unbedingt der Mannsbild einbildet, ist nicht zu bremsen. Jetzt? Ja, Dora, bist schon da? Ja, natürlich, ich bin da so furchtbar aufgeregt. Jetzt sag mal, hast du schon geredet mit ihm? Hat er schon was gesagt oder sagst du was zu ihm oder soll ich was sagen? Jetzt sag halt endlich einmal was ich kenne. Was ist denn los? Hier gar nicht, nein. Ach so, gut. Also, komm, geh weiter. Jetzt sitzt du mal her. Du bist ja ganz aus dem Kreisel. Ist der Stuhl noch frei? Ja, für dich, meine liebe Dora. Also, jetzt red. Ja, du, also ich hab schon geredet mit ihm, gell? Ja. Ja, und hab ihn gefragt, ob ihm das noch nicht aufgefallen ist, wie du jetzt ausschaust, gell? Und was hat er gesagt? Ja, dann hat er eigentlich bloß gesagt, dass er jetzt im Treppenhaus die 25er Birnen raus da hat und 60er reingeschraubt hat, weil es halt so dunkel war. Und sonst hat er nichts gesagt? Nein, sonst hat er nichts gesagt. Mei, Dora, du glaubst ja gar nicht. Im Moment ist das einfach so furchtbar. Wenn der Karl jetzt kommt und sieht, dass der Wacker da ist, ich sag dir was, das ist furchtbar. Hast du ihm denn nicht gesagt, dass ich auch da bin? Ja, das habe ich ihm schon so beiläufig gesagt, aber das hat er gar nicht kapiert. Barbara, Was denn? ich habe ja ein ganz anderes Problem. Was ist jetzt? Stell dir mal vor, wenn jetzt der Wacker gar nicht kommt, weil er kein Interesse hat an mir. Dann war dein ganzes Styling samt die Kontaktlinsen für Katz. Barbara, dann gehe ich ins Kloster. Du, der Kindbär, ja. Kind, geh weiter, geh gleich in Kinder, Ja, geh zu. also dann geh ich Ich sag gleich mit, oben her. Ist schon recht, gell? Und rufst mir dann. Ja, Und mach vergiss nicht, Dora! Was, Dora?
alles in Ordnung. Aha! 2 Tassen. Du erwartest Besuch, gell? Karl, Kaum haben wir den Hintern draußen, schon wird man wieder belogen und betrogen. nein, Karl, das ist nicht so, wie es du meinst. Erzähl mir nichts, ich kann mir schon denken, wer zum Kaffeestündchen kommt. Nein, Karl. Oh, Was hast du denn, Karl? Tut dir was weh? Nein, das ist ein Lachkrampf. Gar nicht sagen. Ich hab diese grüne Gurke so schnell reingegessen. Oh mein Karl, leg dich heute ins Bett, Karl. Nein, ich leg mich da auf die Couch, wenn ich nicht störe, gell? Schotte, du Goldnickel, du Elendiger. Was? Jetzt tu einmal das, was ich sag, du sollst ins Bett gehen. Ich lass mich von dir nicht ins Bett schicken, merkt ihr das, gell? Aha! Was, aha, nix, aha. Ja, ging es nur gleich rein. Aha. Jetzt werde ich ihm das Licht ausblasen. Tja, jetzt hast du ihn, jetzt kannst du ihn haben. Ruhe, sanft. Ja, aber Karl, du kannst doch den Wacker, unseren Hausmeister, nicht zusammenschlagen. Wir haben Siehst du ja, dass ich das kann, ne? Wenn er jetzt dann tot ist. Warum soll er tot sein? Wer ist da? Oh, mein Wackeli! Ja, was will denn die da? Treffen wollten sie sich bei mir auf neutralem Boden. Ganz zwanglos. Jetzt flagt er am Boden da ganz zwanglos. Der Verehrer von der Blinzerl. Sagst du mir das nicht gleich? Wackeli, es ist ja nicht zu fassen. Was denn? Blumen hätte man mitgebracht. Endlich bringt mir einmal im Leben einer Blumen und dann wird er niedergeschmettert als wie ein Schwerverbrecher. Was denn, was denn? Du Mörder, du! Ja, red doch kein Blödsinn. Der ist doch nicht tot. Außerdem ist es nur ein Hausmeister und die gibt es wie Sand am Meer. Was wird's weiter? Ich kann's ihn doch nicht so liegen lassen. Wieso liegt denn der Hausmeister am Boden? Der Papa hat ihn zusammengeschlagen. Du ganz allein. Hast du gemeint, ich muss erst das Arbeitsamt anrufen? Ja, die Liebe, gell, Papa? Heute Papen, sonst wäre ich Rente. Mei, was seid ihr nur für Menschen? Was? Lasst diesen Mann da hilflos am Boden liegen, während er vielleicht seinen letzten Schnaufwitzer tut. Wackeli, bitte Wackeli, bevor du stirbst, schau mich noch einmal an. Das haben wir gleich. So? Nicht, hör auf. Ich weiß nicht, ob der schwimmen kann. Wo bin ich? Bei deiner Dora Blinzerl. Ja, was wollte ich denn eigentlich so? Die Ach so, ja. Blumen. Die Blumen, ja, die sind für Sie. Ah, Ja, ich danke, Herr Wacker. ja. Was ich schon lange einmal sagen wollte, Was? Sie haben eine bis zur Unkenntlichkeit verschönert, wenn ich das so sagen darf. Das hat mir ein viel Geld gekostet. Vielleicht hat es mich deswegen vom Stein, glaube ich, gehauen. Ich hab mir gedacht, das kann doch nicht die Blinzerl sein. Doch, ich bin's. Herr Wacker, haben Sie es doch gespannt? Ich mein, vorher wenigstens ein bisschen. Ja, Sie haben ihn ja vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan gemausert. Ja, Sie gefallen mir schon saumäßig gut. Oh, Herr Wacker,
wie gewählt Sie sich ausdrücken können. Und dabei bin ich gar nicht mehr geübt in solche Sachen, gell? Ja. Es macht mir gar nichts aus. Ja, wollen wir uns nicht ein bisschen hinsetzen? Ja, freilich setzen wir uns ein bisschen hin. Nein. Doch, mein... Ach ja. Ja. Wissen Sie, ich bin nicht so ein Kerl, der eine Dame einfach im Treppenhaus anspricht. Dame, hat er gesagt. Wenn Sie wüssten, wie einsam ich die letzten Jahre gefristet habe. Ja, ich habe auch immer allein gegessen. Ich wollte damit sagen, ich weiß genau, wie das ist, wenn man immer allein sein muss. Nein, und einsam. Das glaube ich nicht, dass Sie das wissen, weil ein einsamer Hausmeister ist so ziemlich das Einsamste, was es gibt auf der Welt. Ja. Übrigens, ich heiße Jakob. Ja. Übrigens, ich heiße Dora. Dora und Jakob. Es klingt ja fast wie Jakob und Dora, gell? Wie Romeo und Julia, wollte ich sagen. Ja, genau so romantisch ist es. Ach, es ist ja so schön. So schön, dass gar nicht mehr schön ist, so schön ist. Ja, was soll man da noch viel reden, gell? Ja, ich weiß auch nichts mehr. Ja. Ach ja. Ja, Köpfchen. Was denn, Dora? Ich habe eine Idee. Ja. Geh mal heim. Ja. Gehen wir heim. Ja. Halt. Die Blumen haben wir bald vergessen. Waren so teuer, die hätten wir es bald liegen lassen. Ja. Ach, ist das schön. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich. Da wäre ich ja nie fertig. Die sind ja gar nicht mehr da. Mein Gott. Ach du, Barbara, sei so gut, mach mir einen Kamillentee. Mir hat sich alles auf meinen Magen geschlagen. Wenn's nach dem gang, dann müsste die schon wochenlang Magenkrämpfe haben. Warum denn? Schlag der den Wacker nieder wegen mir. Da bin ich ja direkt ein bisschen stolz drauf. Da brauchst du nicht stolz drauf zu sein, das habe ich nur getan, weil er mir die ganze Arbeit abgenommen hat. Man kommt sich ja direkt überflüssig vor, ne? Ach so, nur deshalb. Ja. Und ich hab mir gedacht, meine Amuren war der Grund für deine Scheidungsabsichten. Ich weiß schon, was du hören willst. Du willst hören, dass ich sag, ich war ein Depp. Kann nicht schaden. Also gut, ich geb's zu, ich war ein Depp. Was ist bei dir? Hat's bei dir wirklich geknistert? Freilich. Ja? Ein dickkopferter, eifersüchtiger Hirsch, du. Du raffiniertes Weibstickerl, du. Jetzt dich auf! Was ist denn jetzt wieder kaputt? Was ist mit dieser Moni? Lass mir mal Ruhe mit dieser Moni. Ich kenn keine Moni. Was hast du denn mit den Schmarrn da? Solange dieser Fall nicht aufgeklärt ist, gibt's keine Versöhnung. Du gehst jetzt sofort hinaus und machst mir einen Kamillentee, Mach gell? doch selber. Ja, du Hyäne, du. Du Heuchler, du. Ja, du Hi miteinander. Wie heißt das? Grüß dich, Papa. Eben. Hi, Mama. Hi, Bruder. Ja, jetzt kommt die So, bitte, bitte. Ich möchte euch jemanden vorstellen. So? Das ist meine Freundin, die Moni. Die Grüß Gott. Moni? Ja, Sie sind ja gay. Ganz genau. Ich war doch vor ein paar Tagen schon da und hab nach dem Karl gefragt. Wissen Sie das noch? Ja, ich weiß schon. Ja. Den Karl haben Sie also gemeint. Ja, warum? Haben Sie nur einen Karl? Ja, Moment einmal. Hast du vielleicht einen Papa gemeint? Ja, freilich hat's mich gemeint. Das ist also die Moni. Jetzt geben wir eine ganze Gasbeleuchtung auf. Die Moni, die ist gar nicht ohne. Muss ich schon sagen. Zuckerig. Na, Karl, Was? kannst du mir noch einmal verzeihen? Ne? Moment.
Also das muss ich mir noch schwer überlegen, ob ich für eine Wiedergutmachung einverstanden bin. Na, jetzt geht der Zirkus wieder von vorne los. Was denn? Moni, du kannst dir nicht vorstellen, was in der letzten Zeit für ein Affentheater bei uns da war. Die zwei alten, Ah, ja. Okay, über das Thema reden wir noch, wir zwei. Ja, Entschuldige, Mama. Ja. Das war jetzt gerade nicht schön von mir. Aber ich möchte halt immer stolz sein auf euch zwei. Ist ja gut. Also diese Entschuldigung war jetzt wirklich angebracht, sonst hätte ich es mir mit dir vielleicht noch überlegt. Alles darf man die Männer nicht ausgelassen, gell, Frau Na, Nussbeck? ganz bestimmt nicht. Ja, wie haben wir's denn da? ja, wie haben wir's denn da? Ha? Wenn du meinst, ich weiß nicht, wie man mit den Frauen umgeht, dann kann ich nur noch sagen, Marsch hinaus in die Küche und einen Kaffee kochen. Mein Sohn. Ja, freilich. Putzt euch noch gleich wieder einen Haufen rein, gell? Was denn? Darf ich, Frau Nussbeck? Freilich darfst. Warte, Moni, geh mit, ich bin ja kein Haustyrann. Komm mal her, du altes Mädchen, komm mal her zu mir. Sag mal, jetzt gibst doch endlich mal zu, wenn du es auch nicht gerne zugibst, Was willst du denn hören? dass wir zwei alte Deppen sind. Jetzt hast du ausnahmsweise einmal recht Na gehabt. komm doch her. Papa, Mama, dürft ihr ganz kurz stören? Lass uns bitte in Ruhe, siehst du nicht, dass wir endlich wieder einmal beschäftigt sind. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz informieren. Ja. Der Wasserhahn tropft schon wieder. Herzlich willkommen zu Theater.